Dein Stream wird ab jetzt live übertragen. Profi-Podcaster sind wieder back in business, Leute. Geilo. Endlich. Endlich. Und zwar fast nur eine Dreiviertelstunde später als angekündigt heute. Aber wie unsere treuen Zuseher und Zuhörer kennen, haben die natürlich alle seit einer Stunde da. Ich hoffe es einmal. Wenn nicht, dann flippe ich komplett aus, weil die müssen uns huldigen und lieben. Aber noch heißt nix. Noch steht da gerade nix, keiner schaut zu, keiner mag uns singen. Ich finde uns auch gar nicht. Wo haben wir den? Ja, auf YouTube. Nö. Aber warum nicht? Ich flippe Was aus. ist da los? Ich flippe aus mit der ganzen Scheiße. Jetzt, live. Sind wir da? Korsettenschmutz. Einer schreibt schon mal einer. Ja, wir haben nicht allein. Hallo. Hey, wenigstens einer, der kommt, wenn wir mir 3/4 Stunde spät sind. Ja, das ist halt wieder, heute haben wir wieder gezeigt, wie professionell das wir sind. Ja, brutal. Von unserer besten Seite mal wieder. Ja, aber wegen Professionalität, glaube ich, hört uns auch keiner. Das ist wo. Das ist, Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe auch. Also einer, wenn uns ändert wegen Professionalität, dann muss ich sagen, verpiss dich, Alter. Außer vielleicht Holy. Vielleicht hört uns Holy ja zu, wegen unserer Professionalität. Meinst du? Mhm. Meinst du? Ich glaube es fast nicht. Ja, der B.A. Wild und Krawallmaus sind auch da. Schön, dass das da seid. Grüßt euch. Hey, habt ihr es geschafft? Ja. Wo seid ihr die ganze Zeit? Wir sind schon ewig lang online und keiner kommt zu. Was ist denn das? Brutal, haben wir heute einmal gedacht, fangen wir früher an, hören wir später auf und jetzt kommt keiner. Aber echt, ey. Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ist ja unfassbar. Aber gerade mal zumindest für die 48.000 Leute, die jetzt halt schon da sind, das war halt eine großartige Fake News, die wir verbreitet haben, weil der Kassettenschmerz hätte eigentlich um 7 Uhr losgehen sollen und der Talkthrough morgen um, was haben wir gesagt, 5 Uhr. 5 Uhr, machen wir. Gnedelberger, Servus. Frühaufsteher. Für die Frühaufsteher, genau. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, das sitzt nur in der Arbeit, dann sage ich halt, der scheiß Maul, das ist doch mir Kackwurst. Also wegen dem Talkthrough muss man eigentlich sagen, jetzt hören wir eine Stunde früher auf, das ist eigentlich das Mindeste, was man da kann. Wer arbeitet das länger als versteht 5 jeder Uhr? Chef. Wir arbeiten länger als 5 Ja, aber wir arbeiten länger als 5 Wir sind ja schließlich in keine Arbeitslager, oder? Eben, 4-Tage-Woche. Wo haben wir denn? Was ist denn los? Ja. 2024. Bitte. Wahnsinn. Der Huber Christ ist auch da. Servus. Unsere Deadpool und Wolverine-Folge war super. Das wissen wir, aber danke. Kann ich so nicht bestätigen. War ich nicht dabei. Heute fährt's Maul. So, das Bodyshaming mal wieder. Ja, übelsten aber Sorte. du hast mich, bevor die Leute da waren, schon geschämt, weil ich Grätze im Gesicht habe. Bevor die Leute da waren, hat es aber keiner mitgekriegt, also kann es keiner beweisen. Ja, stimmt auch wieder. Wobei, wir waren ja vorher schon mit 5 Minuten online und haben dann festgestellt, dass wir unser Video nicht auf öffentlich gestellt haben. Drum gibt es eine Aufnahme, in der du das gesagt hast? Ja, aber die werden nie singen. Der Krawallmaus, die arbeitet bis um 4:30 und muss dann noch heimfahren. Ja, und da kann man unterm Fahren nicht schauen, oder wie? Also ich verstehe das nicht. Da tut man sich so einen Handyhalter unter den Windschutzscheiben und dann schaut man ein YouTube-Video. Eben, LKW-Fahrer lesen ja ständig Zeitung. Und berühren sie sinnlich dabei. LKW-Fahrer? Mhm. Ja, die treffen sich normal immer auf so Parkplätze, oder? Für Mäuslichkeiten. Ja, jetzt irgendwann, sie berühren sie unter dem Phone selber. Wenn uns jemand von dem Parkplatz aus mitnehmen, dann schon. Sie machen es auch ohne andere. Sie wichsen einfach immer. Ich sag's, was Okay. Mit der Ding hat drüber gesungen, oder? Der ich kennt. Keine so. Über die Taschenmuschi. Ah ja, genau. Taschenmuschi. Der ständige Begleiter. Der ist super, ja. Fleißiges Bienchen macht die Töpfchen schnell voll oder irgendwie so singen. Das ist auf alle Fälle nicht so angenehm, das Lied. Also das Lied an sich schon, aber der Text ist ein bisschen widerlich. Geht dann irgendwann über auf den Geruch und so. Aber du weißt ja, wie es ist. Flashlight-CP. Ja, voll. Ich bin da voll dabei. Habe ich sofort wiedererkannt, kann mich voll damit identifizieren. Das glaube ich sofort. Was ich mir übrigens auch identifizieren kann, sind diese supergeilen Drinks für Holy. Ich mit Leitungswasser. Wasserwerke Simbach, danke. Was zahlen die? Ich zahle dafür, weil es so geil ist. Verstehe. Was haben wir heute da? Was ist da heute mit Take That T-Shirt? Heute ist 75. Jahrestag von Take That. Weiß ich nicht, ob du das nicht mitgekriegt hast. Der 75. Ja. Die haben jetzt Beatles überholt in Jahrestagen. Wow. Ja, erste News des Tages. Grandiose Überleitung. Ja, das ist ja fast so wie die Wiedervereinigung von Oasis, oder?
Nolan schreibt wieder Songs für Liam. Stimmt. Das uninteressanteste Comeback des Jahrzehnts. Sie wollen wie 1995 mit Wonderwall wieder an die Spitze. Dieses Lied, ich hasse voll. Super ist das. Das ist zum Kotzen scheiße. Das ist die ganze der Band beste ist zum Song Kotzen aller scheiße. Sag es, Zeiten. was es ist. Das ist die beschissenste, überhypteste Drecksband, die es jemals gegeben hat. Ich glaube, ich kenn nur Wonderwall, ansonsten kenne ich nichts von denen. Ja, brauchst du nicht. Drecksband. Mich interessiert ja nichts von ihnen. Ja Langweilig gut, aber und lieber scheiße. hören wir da meine Lebtag lang nur noch die eine Band hören, bevor ich noch ein Little for Everybody Needs a Hobby hören müsste. Ja, das verstehe ich. Das ist nämlich quasi, was Viva la Movilisation des Schweines für die Ohren ist, ist dies eher der Drucker nicht Tofu für die Ohren. Oder vielleicht halt eine Stricknadel in die Ohren. Also bitte, Entschuldigung. zeichne jetzt unschöne Bilder. Entschuldigung, tut mir leid. Wir sollen vielleicht einmal zumindest filmbezogene News droppen, um mal ein bisschen so im Influencer-Slang zu reden. Seppi, kick mal was raus. Du hast sicher irgendwas Krasses am Stissel. Ich habe mal wieder die fettesten News am Start, selbst recherchiert in stundenlanger Kleinstarbeit. Jetzt müssen wir alle sehr, 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 sehr hart sein. Vor allem alle, die wie ich leidenschaftliche Wrestling-Fans sind und Kenshin blühten. Todd Phillips hat gesagt, dass das Hulk Hogan Biopic mit dem Chris Hemsworth in der Hauptrolle gecancelt ist. Witzig. Gecancelt wird der Hulkster selber, weil er halt einfach menschlicher Abfall ist, muss man halt einfach so sagen. Deswegen will ich jetzt auch keiner mehr was mit ihm zu tun haben. Komisch. Komisch. Führst du ja mehr auf wie ein riesiger Saudepp? Einmal Schon oder wirklich? halt 34 Mal alle 5 Minuten, aber okay. Aber ist das jetzt nichts mehr auf einmal, oder? Nein, das kann man so nicht mehr machen. Das geht leider nicht. Ja, okay. Ich verstehe es Aber auch nicht. Ja, So, nicht. Hat er dort eine umsonst Legende. trainiert, der Chris Hemsworth? Ja, der ist doch sowieso immer am Trainieren, oder? Am Ich Hustle. glaube auch, ja. Aber ich habe irgendwann einmal, als das erste Mal aufgekommen ist und so, da hat es dann geheißen, ja, hier Beutel vom Chris Hemsworth, wird er dafür trainiert und hat halt irgendwelche Pullo-Greifen umeinander geworfen. Das ist schon total aufpumpt gewesen, aber anscheinend hat er das nur für Thor Love and Thunder machen müssen. Ja, toll. So, gute Entscheidung, dass man für den Scheißfilm an trainiert. Ja, unbedingt. Das war ganz Ja. wichtig. Für den Film hätte man vielleicht einen Regisseur trainieren sollen, dass man was Gescheites hat. Ja, da, Aber wenn euch das interessiert, macht das Steady Abo und jetzt euch eine Folge zu dem Scheißdreck da. genau, das ist die beste Folge ever. Besser wie der Film zumindest. Sie ist definitiv besser wie der Film. Wobei ich da fast sagen, die beste Folge ist eigentlich die zu Jurassic World Dominion gewesen. Ja, genau, stimmt. Die war von langer Hand geplant, haben wir wirklich stark umgesetzt. Stundenlanges Gespräch auf das war höchstem Niveau. Mit Storyboards und alles, also so viel Mühe haben wir uns noch nie Total. gegeben. Gerecht, so viel- dem Film gerecht werden heute, wollten wir da auf einer rhetorischen Ebene und ich glaube, das haben wir definitiv geschafft. Definitiv. Also da kann sich keiner beschweren danach. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt, dass der James Gunn ja bestätigt hat, dass der Batman Part 2 immer noch passieren wird und jetzt hat es eine Bestätigung gegeben, dass nächstes Jahr die Dreharbeiten zum zweiten Teil von The Batman mit dem Robert Pattinson starten werden. Das freut mich. Das mir auch, weil ich habe schon ein bisschen Bauchweh gehabt, muss ich sagen. Ob das jetzt wirklich noch kommt. Jetzt habe ich nur den grandiosen Namen vergessen, den jetzt diese Filme wie zum Beispiel Joker und Batman im DC-Kosmos haben werden. Ich weiß nicht mal, schaut es euch an, letzte oder vorletzte Kassettenschmerz-News haben wir es eigentlich, hab's ihr euch gesagt, die haben einen ganz irgendwas mit Detective Super, also ungefähr so 8 Wörter nebeneinander, damit es ja kompliziert ist. Aber zumindest kriege ich den Batman 2 und ich bin echt gespannt, was sie machen. Ja, Da bin ja. ich schon sehr gespannt, weil mir hat der erste unglaublich gut gefallen und ich freue mich richtig auf den zweiten. Ja, da ist Potenzial da, dass wir da weitermachen. Hast du- Das ist ja der Pinguin-Serie kommt ja auch noch dazu, oder? Die kommt jetzt im September, müsste die starten. Ich weiß nicht, ob es dann bei uns auch gleich losgeht, aber normal mittlerweile schon, weil das ist, glaube ich, HBO-Ding, da wird Wow schon gleich sagen, wow, her damit, starten wir auch gleich. Na, nicht schon wieder wow. Jo, leider. House of the Dragon hinter mir, jetzt muss ich den Scheiß, Gott, ich würde es eigentlich hinterwerfen. Kannst nicht, musst, Pinguin brauchst. Kotz. Pinguin brauchst du auf alle Fälle. Irgendwas wird jetzt noch verzeihen zum Batman. Hast du das neue Batman-Logo von den Comics gesehen? Na, Musst du mal googeln. Es ist einfach nur praktisch, nehmen wir es mal ein Viereck
und dann ist an die links und rechts und in der Mitte jeweils ein so ganz ein kleines Spitzel. Das ist einfach nur hässlich. Es ist Gott sei Dank, es ist Gott sei Dank nicht das neue Logo für den Batman aus den Filmen. Aber in die Comics, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das auf die Schnelle irgendwo finden. Ich habe da nur das letzte Mal Also ich find ganz viel ganz greiselige Logos, was dem entspricht, was du jetzt gerade gesagt hast. es gibt da wirklich unglaublich viele Batman-Logos und auch ganz viel unglaublich kreiselige, wie du schon gesagt hast. Aber das ganz neue, ja, ich habe das letzte Mal, glaube ich, auf Threads oder so, hab ich das gesehen, da hat einer nämlich so geschrieben, hey James Gunn, bitte mach das wieder rückgängig, das Logo. Und er hat dann nur zurückgeschrieben, ich habe mit den Comics nichts zu tun. Besser ist das, ja. Ja, das war Wenn schön, wir wenn ich grad- das jetzt finde. Wenn Wenn wir ich das gerade jetzt beim finden würde. Batman haben, ich kann, weil wir ja morgen einen Talkthrough haben, kann ich schon mal anteasern. Ich war auf der Gamescom und habe das neue Batman Arkham ausführlich spielen dürfen. Mhm. Und wie das ist, erzähle ich euch dann mal. Mir regt es immer noch so unglaublich viel auf, Was dass das nur für, was schon, sei halt nicht so ein VR weinerliches rauskommt. Mädchen, dann kannst du das auch spielen in der VR-Brille. Na, weil dann muss ich Spei bin. Muss Ich aber hab's bei dem gefunden. gar nicht. Das, Halt dein Maul, ist mir macht scheißegal, das ich bin trotzdem separat. stinksauer. Ich mag nichts auf meinen Kopf drauf haben, wenn ich sag. Jetzt pass auf, ich tue kurz einmal ein Screen scheren und dann zeige ich dieses wunderprächtige Batman-Logo. Oh Gott, das schaut aus. Scheiße in die Hosen. Halt ab mit deiner Scheißwerbung da. Weg. Tada! Es ist einfach ein Klotz mit Spitzel. Das ist doch ein Witz, oder? No. Schaut gut aus, oder? Was soll denn das darstellen? Ja, eine fette Fledermaus. Ja, aber, Das sind dann die Ohren, das da hinten ist das Arschloch und das sind die Spitzel von die Flügel, also die Fledermausfinger. Aber er ist halt fett. das ist doch eine Verarschung. Na, es ist ultra kreativ, das verstehst du nicht. Das ist ganz klar. Ich glaube kein Wort. Das Warum kann auch nicht? sein. Was ist denn Jo. das bitte? Ja, eine fette Ein Balken. Fledermaus. Ganz klare Sache, eine fette Fledermaus. Die ist ja nicht einmal fett, das ist ja Quader. Es geht nämlich in dem neuen Batman geht es nämlich jetzt darum, dass man mehr Body Positivity rüberbringt und deswegen ist der Batman in den neuen Comics jetzt halt fett. Das erfindest du doch auch wieder. Ich hab noch nie gelogen. Der News stimmt doch hinten und vorne nichts. Jo, tatsächlich, das hast jetzt- Logo stimmt. Du hast jetzt schnell bei Paint irgendeinen Scheißdreck zusammengebaut mit dem Quader, den man da machen kann, hast du ihn ausgefüllt und jetzt sagst du ihn da als Neuigkeit her. Nein, aber nicht. Ich Ist glaub, tatsächlich so. Tatsächlich so. Da hat es wieder ein paar Leute reingeschwappt. Philipp ist da, Haberteri, der Sesselputzer ist da, sehr schön, Batman. Nee, gehst genau richtig, Kimmer, der Batman mit, na, Batman. Ja, perfekt. Genau richtig, Kimmer. Der Sessel selbst sagt, das ist ein Zahnrad. Das ist doch kein Zahnrad, das war nicht rund. Was habt ihr jetzt für Zahnräder bei euch im Wald, wo sie es hersetzt? Philipp meint, vielleicht steht später noch was drin im Logo. Ja, wo denn? Dass er Adipositas positiv ist. Scheiß Fett, sagt Batman. Kein Mensch möchte noch haben. Naja, am Ende ist es deren Leben, ja. Ein schönes Beutel habe ich noch. Ich möchte nur ein Beutel zeigen, weil leider können wir ja keine Trailer mehr herzeigen, weil wir dann nicht 8.000 Millionen Euro verdienen können mit unseren Streams. Dafür können wir euch aber ein Beutel zeigen. Und wenn es gefreut, im Oktober, es läuft ja der 3. Terrifier an und es gibt ein neues Beutel vom Art, dem Clown, als Weihnachtsmann. Schaut's da, wie schön das wieder ist. Ui. Gefällt mir schon. Hast du Terrifier 1 und 2 gesehen? Nein, die stehen noch auf meiner Liste. Die sollte mir vielleicht mal zu Gemüte führen. So jetzt da, weil von Terrifier 1 ist jetzt, glaube ich, da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, wer diese News verbreitet hat, aber was ich gehört habe, ist eine Neuprüfung durchgekommen und Terrifier 1 ist jetzt auch ungeschnitten durchgekommen, was sowieso lang überfällig ist, dass der Film ab 18 kommt, wenn Teil 2 ungeschnitten ab 18 durchgekommen ist, weil der gerade halber so viel ist. Aber da könnte es dir vielleicht bald auf legalem Wege auf deutschen legalen Weg alle Terrifier ungeschnitten anschauen. Bis zum 31. Oktober hast du Zeit. Sonst verstehst du nämlich die Story hin und vorn nicht. Und die ist richtig deep. Das glaube ich irgendwie nicht. Seit wann hätte der Slasher keine deep Story? Ja. Keine Ahnung. Da fällt Ja, mir wirklich nichts rein. dann schmerzt nicht mehr mit mir. Apropos Horrorfilm. Horrorkassetten.
brandheiße News, Anaconda wird neu aufgelegt. Yeah. Und zwar werden da der Paul Rudd und der Jack Black ausgerechnet mitspielen und die ihre Rollen in dem Film möchten quasi einen Lieblingsfilm nachdrehen und der Lieblingsfilm ist Anaconda von 1997. Also so soll das aufgebaut sein, was eigentlich Yes. ganz lustige Prämisse ist. Prinzipiell schon, wenn der Jack Black nicht wieder einen totalen Vollidioten spielt wie sonst da, dann kann das sogar wirklich witzig werden. Das ist, ich weiß auch nicht, bei dem, der hat, also es gibt so lustige Sachen von dem, aber meistens ist ist er irgendwie einfach nur ein vorbei. Vollidiot. Ja, Ja. das ist immer nur das Gleiche und irgendwie abgewaschen und Kopie von sich selber irgendwie nur noch. Ja, ich sag irgendwie, Schade. für mich hat der Typ irgendwie seinen kompletten Humor verloren, als er während Corona auf TikTok angefangen hat. Der hat ja so einen Gaming-Channel und so weiter gemacht dann auch, oder? Ich weiß jetzt nur, also das hat er auch gemacht, genau, und er hat aber auch so Kurzvideos gemacht, wo er dann halt, und dann so Bullshit-Humor, schaut's mir an mit einer Fettsack und ich habe ein kleines Speedo an und laufe jetzt mit meiner fetten Wampe am Pool umeinander. Ja, stimmt. Wow. Ja. Wow. Das ist der intelligenteste Humor, den ich jemals gesehen habe. Der war 1916 vielleicht lustig. Was ich richtig geil gefunden habe damals, war ganz am Anfang die Tenacious D-Serie auf HBO. Das war quasi ein Anfang. Die war echt cool. Die hat so einen richtig geilen Humor gehabt, fand ich. Und dann ist auch irgendwie, ich habe so das Gefühl, je mehr dass er irgendwie in den Mainstream gekommen ist, desto mehr hat er so bestimmte Sachen aus seinem Repertoire außerpickt und auf 11 Draht. Aber das ist irgendwie nicht wirklich vorteilhaft, ich weiß es auch nicht. Na, Das also, ist so ähnlich wie beim Johnny Depp, der dann immer nur irgendeine Idiotenrollen gespielt hat, so macht es der eigentlich mit sich selber auch die ganze Zeit. Und das ist irgendwie, meistens ist es irgendwie deplatziert und unlustig mittlerweile. Keine komplett. Ich finde die Jumanji-Filme sowieso total beschissen, die zwei neuer. Ahnung. Ja. Aber er bringt es halt wirklich treibt das auf die Spitze, mit dem, dass ich kotzen muss. Ja. Lange nicht das Rock Show. Und deswegen dann, ich glaube, bei Gänsehaut war er ja auch dabei. Hätte ich am lieber hingespielt. Mir fällt auf Anhieb, glaube ich, nicht ein Film ein, wo er mich nicht zum Kotzen bringt, außer jetzt den Super Mario-Film, aber das synchronisiert er ja nur am Bowser und das hat dann schon passt und das Peaches Little ist auch lustig. Musik ist sowieso besser, als was er schauspielerisch macht. Synchronisieren tut er ja zum Beispiel auch in den neuen Borderlands-Film, den kleinen Roboter. Ja, stimmt, aber das wird wahrscheinlich auch das geringste Übel sein. Wobei wir das in der deutschen Synchro ja nie erfahren werden, weil da ist ja nicht am Jack Black seine Synchronstimme drin, sondern der depperte Kristall. Oh Gott. Borderlands, der Film, der kommt ja Ende des Monats, kommt ja schon ins Stream ein, gell? Ja, habe ich auch gelesen, dass er nicht einmal einen Monat im Kino haben sie ihn drinnen lassen. Der nächste Film, der so krass bombt, ist jetzt anscheinend das The Crow Remake, gell? Ja. War jetzt, ich glaube, bei 50 Millionen Budget 7 Millionen übers erste Wochenende eingespielt. Ich habe letztes Mal noch ein Beutel irgendwo gesehen auf Threads oder auf Instagram, weiß ich nicht mehr genau, mit fetten Collectors Edition für The Crow. Die werden wahrscheinlich auch dann schon übernächste Woche rausgehen. Wahrscheinlich, ja. Wobei ich aber jetzt auch schon viel Positives an sich über den Film gelesen habe, dass er eine schön gewalttätiges, wütende Version von The Crow sein soll. Ja, das sagt ja der Trailer schon. Ja, genau. Und ich habe mir auch gedacht, also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, der Film kann mir wirklich nichts bieten, weil ich mag das Original schon nicht. Ich finde, das Original ist ein völlig überbewerteter Scheißtrick. Und da, wenn damals dieser Brandon Lee nicht durch diesen tragischen Unfall gestorben war, hätte dieser Film niemals den Status, den er jetzt hat, in meinen Augen. Aber der Film kann mir nichts bieten, außer mit ordentlichen Gewaltspitzen. Ja, die ganze Crow-Mythos, das lebt ja eigentlich hauptsächlich auf dem Comic, auf dem es basiert. Das ist ja tatsächlich wirklich geil. Hast du den gelesen, oder? Ein bisschen eingelesen mal, aber nicht ganz. Aber das ist halt damals auch ganz was anderes gewesen. So ein düsteres Comic mit so, Untoten-Vibes und so weiter. Das war halt damals ich weiß nicht, was das gekommen ist, 80er oder sowas. Natürlich voll geil. Und dann ist halt der Film auch in den 90er, wie du schon sagst, dann mit dem Unfall wahrscheinlich ums Doppelte angeschwollen wird eigentlich werden sollen. Was ich jetzt ein bisschen seltsam finde, wieso der überhaupt noch rauskommt, weil was kann uns jetzt der noch nice erzählen, was wir nicht aus den Comics kennen und aus dem Film und aus dem anderen Film und aus dem Film, der danach gekommen ist, schon kennen. Muss ja im Prinzip immer das Gleiche war. Ja, also ich habe halt immer die gleiche Geschichte. Ich habe Teil 2 und 3 habe ich nie gesehen. Ich glaube, da ist es auch gescheiter so, wenn man die nicht angeschaut hat, was ich mitgekriegt habe. Es war einfach dieselbe Geschichte, nur in einem anderen Szenario, quasi. Ich sage, du kannst jetzt bei dem Neuer eigentlich nur, wenn du ihn wirklich ultra stylisch umsetzen darfst.
Also wenn es wirklich visuell Vollgas auftrumpfen darfst und dann halt noch irgendwie coole, visuell umgesetzte Gewaltspitzen. Dann kannst du zumindest auf der visuellen Ebene nochmal was, weil das ist eine Rachegeschichte, fertig. Was Ja, möchtest du von voll. mir? Aber wo sie Er schaut also, aus wie ein Depp mit seinen Gesichtstattoos. ja, das ist jetzt so eine Stilsache, das muss man mengen, weißt du schon, das ist Ja. eigentlich komisch. Die Leute, die jetzt den ursprünglichen Film und den ursprünglichen Look feiern, die werden halt da was Kotzen kriegen. Mhm. Das ist halt schon mal so ein gewagtes Manöver, finde ich, von den Macher. Und dann, ja, das mit der Gewaltspitze, das kann schon funktionieren, aber dass der ganze Film funktioniert, muss halt, oder dass es ein Rachefilm funktioniert, muss halt das, was passiert, dass die Rache Gravitas kriegt, halt auch sehr krass sein. Ja, Das war jetzt in der Theorie, in der Geschichte schon irgendwie gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, wie die das umsetzen. ich weiß auch nicht, und der Trailer ist jetzt auch nicht so einladend gewesen. Eben, also ich habe jetzt da keinen, also wenn ich mir den Trailer anschaue, habe ich jetzt da niemand, an dem ich mich irgendwie einhaken kann, wo ich sage, ja, bei dem, da bin ich jetzt dabei, da kann ich emotional connecten oder sowas. So schaut mir das jetzt alles irgendwie nicht an. Ich weiß es nicht. Nicht wirklich. Ich mag zwar den Bill Skarsgård recht gern, aber naja, mal schauen. Vielleicht im Kinofest, das jetzt dann über das erste Septemberwochenende läuft, für einen Fünfer. Da läuft er nämlich ja vor der offiziellen Deutschland-Premiere 4, 5 Euro und dann kann man ja den einmal anschauen, wenn man Zeit Okay. und Lust hat. Wenn man Das Zeit und ist- Lust hat. Das ist Mal vielleicht gar gucken. kein so schlechter Plan, ja. Mal gucken, ja. Marvel News haben wir auch wieder. Der Herr Sesselmann sagt übrigens, The Crow ist der absolute Lieblingsfilm. Ich habe ihn schon blockiert. Frechheit sowas. Ja, ich weiß auch nicht, so ein Scheißzeug da reinschreiben, das ist ja unfassbar. Nur viel schlimmer ist eigentlich die gestimmte Info, die der Gnädelwutz reingeschrieben hat, dass der Knossi jetzt auch schon Synchronsprecher ist. Den Film werde ich mir wahrscheinlich nie anschauen können. In der Packt nicht. Also ehrlich, die deutschen Synchronstudios müssten damit unbedingt aufhören. Das ist Furchtbar, oder? Ich Die weiß wollen nicht, jetzt was nur es noch, ist. sie müssen die ganzen Influencer und Streaming-Affen einziehen, Ich damit dann verstehe Leute schon, ins Kino gehen. was sie sich da irgendwie erhoffen, aber das ist halt einfach scheiße, weil du machst halt, die Synchronsprecher haben ja ganz Leben lang nichts anderes gemacht. Die haben saumäßig gut ausgebildet und die haben Jo. richtig narrisch gut in ihrem Fach. Die geben der ganzen Rolle und den Schauspieler und dem Film echt was mit. Also ein guter Mhm. Synchronsprecher kann einen Film aufwerten. Ja, klar. Und die mit der Scheiße machen die das ganze Standing von dem Beruf kaputt, wenn du mich fragst. Weil jetzt kann das auf einmal jeder Trottel, der 5 Sekunden in der Kamera schmeißen kann. Und das ist Ja, aber so, wieder nicht so. so kommt es um. Ja, das ist richtig scheiße. Das müssen sie unbedingt aufhören. Ja, und wenn, dann nimmt sie wirklich gescheite Leute. Oder schickt sie so eine Bootcamp für Synchronsprechen. Weil offensichtlich kann sie von denen keiner. Und woher? Ja, oder in der Bootcamp, wo sie in Eiseimer sie einsitzen müssen oder selbst, keine Ahnung. Wo ist denn das da, wo es in Amerika die Fälle gegeben hat, wo es dann alle psychische Schäden haben können, da kannst du sie schicken. Wobei, aber wie sie die aufhören, haben sie es davor schon gehabt. Kann ich mir nicht anschauen. Kriege sämtliche Schlaganfälle dieser Erde. Sämtliche Schlaganfälle dieser Erde kriege ich da. Naja, ich einfach unverbesslich 4 werde einfach an mir vorbeigehen. Ja, Bin ich raus. wie alle anderen auch. Nur den ersten gesehen. Nein, ich habe es alle gesehen, aber mir hat der dritte schon nicht mehr so sonderlich gut gefallen. Das ist wirklich so ein gemütlicher Nachmittagsfilm, sage ich mal, den du dann nebenbei laufen lässt, während du mit dem Handy spielst. Das war es ja dann schon wieder gewesen. Vielleicht passiert Ja, das mit dem genau. vierten einmal, aber ja, nein, ich mag nicht mehr über das reden, geh weg jetzt, Knossi. Wir haben einen alten Bekannten, der wieder zurückkehrt ins MCU, und zwar der James Spader. Der spricht wieder an Ultron für die Marvel-Serie Vision Quest. Wir kriegen ja nach WandaVision, ist ja unser White Vision jetzt auch verschwunden. Kriegt seine eigene Serie namens Vision Quest, und da ist der Ultron wieder dabei. Cool. Ich bin ja gespannt, was der dann da macht, was das genau wird mit dem Ultron, weil wir wissen ja, dass er eigentlich nicht mehr so fit ist. Ja. Das ist eine gute Frage, Ron. Werden sie uns schon irgendwie erklären. Was schätzt du als alter Marvelist? Keine Ahnung. Kann ich jetzt echt überhaupt nicht einschätzen, wie es den zurückbringen wollen. Gut, prinzipiell, mein Gott, vielleicht kommen sie einfach mit irgendwas daher, dass er sie im Kopf vom Vision, dass da vielleicht ein kleiner USB-Stick drin gesessen ist oder so, wo ein Stickerl Ultron drauf war. Irgendwie so etwas vielleicht, dass er sie da noch mit blicken lässt. Ich weiß auch nicht, was sonst. Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen.
Klinkenandal, Servus, grüß Gott. Hallo, hallo. Sonic war Der mein Name sagt Tropfen mir der... nichts. Das ist ein neuer Zuschauer, Ich oder? weiß nicht. Freut mich auf alle Fälle. Der Sesselberger schimpft gerade über den Sonic, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Warum hat der Sonic der fast zum Überlaufen gebracht? Was meinst du genau? Sesselsepp? I do not understand you, sagen wir über den Synchronsprecher oder meinst du nur die ursprüngliche Optik vom Sonic? Übrigens, Sonic haben wir jetzt Teil 3 einen Trailer heute gekriegt, gell? Interessiert mich nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Keiner hat den gesehen. Keine Ahnung. Und, die sind nett. Ja. Die sind nicht so. Mich interessiert der Sonic von Haus aus nicht. Sieger, Ja, früher hab ich Sonic schon Mengen, aber mittlerweile. hast du das mal interessiert mich. gespielt? Hast du mal Sonic auf dem Sega gespielt? Die alten? Ja, habe ich. Hat dir das gefallen? Da war ich noch irgendwie zu klar, dass ich es überhaupt kapieren darf und hab's ja nicht wirklich können. Genau das habe ich nämlich auch. Ich habe das Ich hab's in bei x Schulfreunden Jahren- und so gespielt, weil ich war ja Ja. Super Nintendo Boy Ja, genau, ja. und bin da eigentlich immer eher der Schrucker und wir haben die Leute so Leute, die kein Super Nintendo haben und mit so einem Sega-Scheiß spielen müssen und dann so einen Rotz wie Sonic oder sowas da vorgesetzt kriegen. Das ist ja katastrophal gewesen. Ja, Aber ich scheinbar- hab mich nie damit beschäftigt. Also, das ist schon gut, glaube ich, und alles, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, aber mir war das irgendwie zu blöd. Ich hab da lieber Mario gespielt. in den USA war es ja mega erfolgreich und so, aber bei uns irgendwie, nee. Da haben wir auf alle Fälle ein schönes Poster gekriegt zu Sonic 3 mit dem Shadow. Aha. Mhm. Können wir euch zumindest das zeigen, wir zeigen wir gerade noch Standbeutel. So ganz schnell machen wir so ein Daumenkino. Das kann man eigentlich auch machen, ja. Da haben sie irgendwie, glaub, gestern auf der ganzen Welt haben sie überall auf so Monumente in gewisse Städte haben sie da Sonic-Logos ohne gleicht. Als Ankündigung, dass heute was Besonderes passiert. Und was jetzt schon sein soll, außer ein Trailer oder Beutel. Ah, Überraschung, perfekt. Ja, voll. Jetzt schauen wir mal, was er gesagt hat. Ja, am Wochenende will ich der Puh-Blatt den Honey geben. Ich hätte mir sparen sollen, sagt der Klinke. Teil 1 kannst du sparen, Teil 2 ist tatsächlich wirklich gut. Also, wenn man so Splatter-Schlitz rein mag. Sesselberger sagt, Julian Baum, keine Ahnung, kenne ich nicht. Julian Bam. Wer ist das? Einer von den größten Influencer, YouTuber, Creator in Deutschland. Ach, ist es der dann an Sonic synchronisiert hat bei uns? Das weiß ich nicht. Der Buddy vom Rezo. Der Rezo. Ja. Kenne ich alle nicht. Klingelt nix, gell? Ja, Rezo schon, aber den einen schwulen Baum kenne ich nicht. Ja, Sesselberger, mich aber ein neuer Pokémon-Fan, Detective Pikachu 2. Da war ich auch dabei. Der erste war wirklich überragend lustig. Da hab ich nicht damit gerechnet, dass ich bei dem so viel lachen kann. Das ist wie Deadpool, gerade ohne krassen Fäkalhumor. Das ist aber, also, das ist ja fast schon ein Ritterschlag. Ja, weil er wird ja auch wieder gesprochen vom Ryan Reynolds, der Pikachu. Und er ist dann genauso überdraht die ganze Zeit und die ganze Zeit haut er nur Sprecherl aus und so, aber halt dann ein bisschen kindgerechter, aber trotzdem funktioniert es und macht Spaß. Ja, dann merci für den Tipp. Gerne. Immer rein in die Mami. Seppi, hast du schöne, tolle Neuigkeiten? Ich habe noch brutal krasse News, die, warum er immer eine News ist, das erschließt sich mir nicht so ganz. Aber ich kann es ja bei mal vortragen. Fui News, so dass man denkt, why? Da muss ich mir jetzt wirklich fragen, also das Geile ist ja, also da hat ja jemand, hat sich die Zeit genommen und hat da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Absätze, ich tippe es jetzt mal so auf 400 Wörter geschrieben, Mhm. zu einer Aussage von Quentin Tarantino, dass er Toy Story 4 und 5 nicht anschauen wird. Okay. Wissen wir Warum- Bescheid. Warum mag er das nicht anschauen? Weil es ihm nicht gefällt, steht da quasi drin. Ich habe die tatsächlich Kein auch, Fan. schon gelesen, die News. Und von welcher Seite hast du? IndieWire. IndieWire. Ich glaube, jetzt weiß ich nicht, ob es Collider oder Variety war, was ich gelesen habe. Und man hat gedacht, Alter, warum schreibe ich als so Riesenseiten? Ja gut, natürlich wissen wir warum, weil dann schreibe ich in Schlagzeile eine, dass der Quentin Tino was über Toy Story gesagt hat, dann habe ich 2 große Namen in meiner Schlagzeile drin und klicken alle drauf, dass sie behindert sind. Aber da hat er eine geschrieben, er bockt's weg, weil
Toy Story mit Teil 3 das perfekte Ende hatte und deswegen weigert er sich Teil 4 oder Teil 5 dann einmal anzuschauen. Und das Macht ist das trotzdem mit so mehrere. einer Schlagzeile, wenn du mich fragst. Ja, null. Das ist so Ich weiß völlig nicht, uninteressanter Scheiß. Wen das, interessiert denn das, ob sich der Vollidiot Teil 4 und 5 von Toy Story anschaut? Das ist mir das kommt sowas von jetzt scheißegal. aus irgendeinem Podcast außer, der, weiß ich nicht, der dauert wahrscheinlich eine Stunde oder so, das Gespräch, und dann singst das außer, wirklich, da gibt es nichts Interessantes wie diesen Rotz. Dann brauchst du den Podcast aber auch nicht, tut mir leid. Wahrscheinlich, weil Toy Story 5 jetzt angekündigt worden ist. Jetzt haben sie sich gedacht, oh, leck, Alter, mit der News damit am Zahn der Zeit. Wahnsinn, ey, das ist wirklich erbärmlich. Das ist, also da war auch, das ist Anschlag lächerlich, dass ich das so aufbausche. Da muss wirklich, an dem Tag muss wirklich totale Newsflaute gewesen sein, dass es so ein Rotz da sozusagen. Ich weiß nicht, was das alles Schlimm. ist. Ich habe auf alle Fälle nochmal schöne Bildchen für alle unsere Hörer, weil es wird ja ein Remake zu Salem's Lot kommen. Und ich glaube, jetzt pass auf, jetzt weiß ich nur genau, ich glaube im Oktober soll das schon starten, die ganze Gacke. Und da haben sie jetzt wieder über Bloody Disgusting ein paar Bildchen veröffentlicht mit den Schauspielern, wo sie aber am coolen finde. Gut, das ist, man hat ein paar schöne atmosphärische Beutel. Am coolen finde ich dieses ikonische Beutel, das da. Das ist natürlich jetzt ein bisschen klein, aber das ist ja so ein Beutel, wer das Original gesehen hat und so und sich daran erinnert, dass der kleine Bub vom Fenster umeinander schwebt. Hat man schon so ein, zwei schlaflose Nächtchen bereitet damals, seinerzeit noch, als die Alten jung noch waren. Und ich bin gespannt, wie furchterregend dass diese Szene dann in diesem Remake jetzt sein wird. Ich glaube, ist ja, glaube ich, eine Serie, also es wird als Serie umgesetzt und nicht als Film, soweit ich das mitgekriegt habe. Bin gespannt. Da bin ich gespannt. Schack Grubers, mein Lieber. Ich möchte das nicht. Drum, Leute, immer runter mit den Rouladen. Immer runter mit den Rouladen. Ja, und hast du Attack on Titan angeschaut? Na, ich lese die Manga-Serie momentan. Ich bin jetzt da irgendwo bei Teil 18 oder 19 von, glaube ich, fast 40. Ah, okay. Ja, ich Aber wenn ich da durch bin, dann werde ich in die Serie einsteigen, weil das finde ich, es ist ein mega geiler Manga. Also fast einer von den besten, die ich bis jetzt gelesen habe. Einen Manga habe ich noch nicht gelesen, ich habe nur die erste Staffel vom Anime gesehen und die war auch obergeil, also die Geschichte an sich ist geil und auch der Animationsstil ist super. Und jetzt haben sie noch einen Attack on Titan, The Final Chapter, The Last Attack Film angekündigt und ich habe mir erst gedacht, boah cool, fetter 145 Minuten langer Attack on Titan Film, aber es sind anscheinend einfach nur ein Zusammenschmiss aus den letzten 2 Parts oder 3 Parts von Final Chapter von der Serie, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe. Okay. Ungefähr sowas Tolles dann wie die Dragon Ball Super Filme, die dann auch gerade so eine Compilation aus die ersten paar Folgen waren, damals mit dem Freezer und so. Das ist immer so halbert geil, sage ich mal, wenn du wirklich was Neues sehen möchtest. Das ist dann quasi einfach, dass nochmal was gegeben hat, obwohl es schon gut ist, oder? Nochmal ein bisschen ein Material Aber für die Leute. das tut jetzt nichts Neues mehr zur Handlung dazu quasi. Also, soweit ich das jetzt gelesen habe, nicht. Soll wirklich nur eine Zusammenführung sein vor die letzten Folgen. Aber gut, mei, werden schon wissen, was dann, oder? Weil, okay, Ja, für den wollen halt. Eben, die spinnen da wohl. Die spinnen da wohl. Was aber die coolste News ist, und da müsstest du dir jetzt wahrscheinlich schnell ein so, weil du hast Deadpool und Wolverine noch nicht gesehen, gell? Das ist korrekt. Dann mache ich mal schnell meine Kopfhörer weg und du gibst mir Handzeichen, wenn ich wieder hören kann. Genau. Weil nämlich jetzt, also für alle, jetzt müsst ihr mir kurz, alle, die jetzt noch nicht Deadpool und Wolverine gesehen haben, zum Beispiel du, Philipp, du musst jetzt auch deine Ohrwaschel zuhalten, weil jetzt eine neue Szene, man hat eine Post-Credit-Scene schon dazu gesagt, auftaucht ist, in der man die Bestätigung kriegen, dass der Gambit nur am Leben ist. Man sieht nämlich dann durch das Schlachtfeld, wo sie im Void kämpft haben, also nicht im Void, sondern in The Void, sieht man da nochmal durch, wammeln und in die Kamera grinsen. Also vielleicht hat der Channing Tatum als Gambit doch nur eine Zukunft im MCU. Das war's, Seppi, kannst du wieder kommen. Er kapiert nicht, dass ich mir ein Zeichen gebe. Dummer Scheiß Seppi. Fertig? Ja. Gut. Jetzt halt. Die scheiß Kopfhörer waren so laut, Deadpool stirbt. ob er da nicht glaubt. Ah, Gott! Verdammt. Richtig eingespoilert ins Maul. Richtig eingespoilert so klar, ins Maul. dass ich diesen Dolch irgendwann in meiner Leiste spüren werde.
Du bist aber selber schön, wenn du nie ins Kino gehst. Ich darf ja gerne ins Kino gehen, weil immer wenn ich frage, ob jemand mit mir ins Kino geht, hat es nein, mach was Cooles mit coolerle Typen. Ja, dann sei halt einmal in dem Leben nicht gar so behindert. Naja, Spaß. bemühe mich. Wo es aber überhaupt nicht behindert ist, ab 1. September könnt ihr jetzt auf Prime endlich die erste Staffel zu Peacemaker anschauen. Wer sich an Peacemaker nicht erinnert, John Cena, seine Rolle aus The Suicide Squad vom James Gunn. Die Serie Jetzt gibt ist jetzt endlich einmal aus RTL Now aus oder RTL Plus oder was. RTL Plus, glaube ich, heißt Schön. der. Ich weiß nicht, ob sie das dann teilen oder so, keine Ahnung, wie das dann genau läuft, aber ab 1. September ist Peacemaker auf Prime streambar. Das ist Und eine gute Sache. Ich wollte gerade sagen, ich kann es nur empfehlen, weil ich habe die erste Staffel sehr, sehr lustig gefunden und es wird auch nur eine zweite Staffel geben, also Peacemaker, glaube ich, gehört ja offiziell zu dem neuen DC-Universum von James Gunn. Ist ja eh klar. Seine eigene Figur, die lässt man gleich mal drinnen, gell? Ich will Dreckschwein. auf alle Fälle komplett zerrissen, die Serie ist nur geil. Voll. Muss man sich unbedingt anschauen, wenn man mit dem Humor von Suicide Squad klarkommt. Bombengeil. Absolut, Richtig geil. Ich werde es mal, wenn es dann drinnen ist, werde ich es mal wahrscheinlich nochmal schnell einbauen, weil ich glaube, war recht kurz, oder? Was waren es denn? 8 Folgen oder so? Das war gar nicht, das schaut sich relativ schnell weg. Und vor allem kommt ja irgendwann noch was, oder? Es kommt eine zweite Staffel. Haben sie nicht schon Draht? Irgendwas, glaube ich, war mal, oder? Also sie ist noch nicht Draht, sie ist noch nicht abdraht, aber sie wird auf alle Fälle Termin steht schon vom Draht, oder? Das kann sein, ja. Der muss stehen, weil der John Cena nächstes Jahr ja seine Abschiedstour vom Wrestling verkündet hat. Der wird im Herbst oder sowas, fangen da wieder zum Wrestling an und dann wrestelt er bis wrestelt das komplette nächste Jahr. Das heißt, es kann fast nicht sein, dass er das nächste Jahr länger nicht Dreharbeiten hat. Oder zumindest viel länger nicht Dreharbeiten hat. Dann muss das quasi dieses Jahr noch gedreht werden. Ja, okay. Sherlock Action. Du bist brutal, Alter. Du bist so ein alter Kombinierer. Schieder Philipp hat gerade geschrieben, er lädt die ein zu Deadpool, weil er hat auch noch nichts gesehen. Ja, stark. Das gefällt mir. Gratis-Kino. Ja, Wander schreibt sich dann privat so, ist offen. Gnedelwutzler fragt, der Bär Staffel 3 schon fertig geschaut? Nein, noch nicht, wir feiern das Finale. Das werde ich mir jetzt die Tage noch anschauen. Das habe ich die letzte Folge, aber kann nicht, also sie müsste schon ultra schlecht sein, damit sie die Staffel kaputt macht. Der Bär nach wie vor 3 Staffeln Perfektion, möchte ich behaupten. Hast du Streaming-Charts wieder dabei? Hast du wieder gekriegt, Seppi? Haben sie wieder was gegeben? Die haben mir das mehr auslassen. Jetzt kann der ja theoretisch irgendwas erfinden und so da, als hätte ich da, aber das ist mir jetzt zu mühsam. Ich habe leider nichts bekommen. Bist du faul? Ich kann ja mal schnell schauen. Was aber wichtig ist auf alle Fälle, für The Acolyte-Fans, es gibt mittlerweile eine riesige Petition, also in Anführungszeichen riesig, sie wächst aber verhältnismäßig schnell. Habe ich das Gefühl, haben jetzt dann den nächsten großen Meilenstein von 50.000 Unterzeichnungen erreicht und mit der sie eben selbst die Acolyte durchsetzen wollen. Mal schauen, man hat sich auch mit dem Sonic seiner Fresse geschafft, das Internet so zum Burnen zu bringen, dass man sagt, sie ändern was. Vielleicht kriegen wir doch eine zweite Staffel The Acolyte, wenn Fans weiter Kasala machen und Disney dann vielleicht doch nur einknickt. Unterschreiben, schnell. Scheiße, dumm Sepp ist ein Schlodium. Scheiß Star Wars. Hat er nicht gesagt. Doch. Malek, jetzt stehe ich dir ab. Nächste Kassettenschmerz und Tochter wird zum Seppi nicht mehr singen, weil er dann nämlich erdolcht worden ist. Schon wieder. Wieder mal, ja. Du musst schauen, dass du freie Steh findest, wenn du keine Stichwunde drinnen ist. Wo noch kein Nadeleinstich ist, oder du Junkie? Brutal. Zwischen den Zehen. Ja, auf eine. Ja, auf jetzt. Da einer, da schon. Da fange ich jetzt zu, weil da geht noch was. Das ist für mich die schlimmste, das war für mich das Schlimmste, als ich das erste Mal gehört habe, dass man sie wirklich irgendwann zwischen die Zähne einsticht. Ich spinne, als ich das gehört habe. Ich darf mir nirgends einen Nadeleinstich, also gar nirgends. Nicht das ist mal das erste, ja. Oder sowas. Da geht es schon mal los, aber dass ich dann, da kommt mir gerade ein bisschen Speisebrei in den Tee, wenn ich gerade drüber denke. Ja, ich möchte das auch nicht. Da bin ich raus. Also ich schnupp's lieber. Hast du deine Charts gefunden? Nein, die haben keine gekriegt. Wow. Das kann man halt googeln. Beschwerdemail ist raus. Auf alle Fälle kann ich euch verzeihen, dass es auf Disney Plus den Monat, also im September, dann wieder schöne Sachen gibt. Für alle, die auf Meerjungfrauen stehen, kommt nämlich Disney Junior Ariel. Ariel, so heißt es, Ariel. Ab 11.9. Also quasi für alle, die auf junge Meerjungfrauen stehen. Genau. Und das war jetzt wahrscheinlich warten jetzt alles Leute, die unseren Podcast nicht hören dürfen, weil es halt einfach noch nicht 36 sind. Oh, tut mir leid. Hinzu kommt auch, dass auch hier die Ariel dunkelhäutig ist
und alle Vogue-phoben Leute natürlich jetzt schon wieder mit einem Schlaganfall auf dem Boden umeinander liegen, weil eine Kinderserie eine dunkelhäutige Ariel darstellt. Das ist ja grausamst, du. Grausamst, noch viel schlimmer ist die nächste Serie, die ab 13.09. anläuft. Das ist nämlich Lego Star Wars Wiederaufbau der Galaxis, also Rebuild the Galaxy heißt das. Da wird ja jetzt alles, was irgendwie gegeben hat, einfach umdreht, wie zum Beispiel, dass dann diese große Jar Jar Binks ist eine Sith Lord Geschichte rauskommt und da ist er ein Millennium-Falke und der ist dann auch schwarz. Scheiß Star Wars. Ich hau dir einen Schwanz ins Arsch. Oh. Ab 19.09. kommt Agatha All Along. Wir kennen alle Agatha aus WandaVision, die kriegt jetzt auch ihre eigene Serie. 19.09. ist wieder mal Marvel-Serienzeit. Bin gespannt, was die kann. Und Family Guy, Staffel 22 ab 18.09. Da müsst ihr ja alle weiterschauen. Da bin ich, glaube ich, nie über Staffel 7 rausgekommen. Da habe ich komplett vergessen, dass es das überhaupt noch gibt. Ja. Aber es ist ja schön. Kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie die letzten 12 Staffeln so waren. Ja, nicht. Also da müsst ihr wieder mal reinschauen. Und noch eine Marvel-Serie, die kommt, da habe ich eigentlich auch gemeint, dass die abgesetzt worden ist, aber es kommt anscheinend doch eine zweite Staffel zu Hitmonkey ab 9. September. Ich weiß nicht, ob das Hitmonkey irgendjemand gesehen hat. War irgendwie ganz witzig mit so einem Affen und der ist, also der Mann ist ein Geist, das war ein Profikiller oder so gewesen, der in den Affenkörper reinkommt und dann ist halt dann unterhalten sie praktisch die miteinander und kämpfen und bringen Leid um. Der Mann war recht brutal, ist ab 16 gewesen oder 18, kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Irgendwie total abgespaced, nett für zwischendurch, wenn wir mal ein bisschen was Blutiges gezeichnet haben. Ich bin jetzt gerade überrascht, dass das überhaupt noch kommt. Ich hätte gemeint, das ist weg. Das war's mit Disney Plus Streaming News. Die einzigen News, die wir noch haben, sind Kinostarts, aber der 29.8., der ist relativ mau. Es ist kein Film dabei, der mich irgendwie interessiert. Also zumindest mir jetzt nicht, ich verzeihe es trotzdem. Sleeping Dogs, manche Lügen sterben nie mit dem Russell Crowe. Noch nichts davon gehört. Alles 50-50 mit Moritz bleibt treu, nichts davon gehört. Gloria, kennt man kein Sau, die da mitspielt, nichts von dem Film gehört. Shirkoa in Lies We Trust, nichts davon gehört, kein Sau kenne ich. Asia, doch, da ist Asia Argento dabei, die Tochter vom Dario Argento, das ist schon mal nicht schlecht. Und der Gaspar Noé ist da auch in der Rolle drinnen, der eigentlich immer Regie führt, alles klar. Fred mit dem John Cho, okay, da haben wir mal ein bisschen was Bekannteres dabei. Regie James Moran, der kann vielleicht cool sein. Dann Kuko, den habe ich jetzt schon 1000-mal, habe ich irgendwas von ihm, habe ich dieses Plakat gesehen, aber ich weiß nicht, was das ist. Die Unbeugsamen 2, guten Morgen, ihr Schönen, ja, guten Morgen zurück. Die Unzertrennlichen 2 durch dick und dünn. Irgendein Animationsfilm. Saripoda Sanivaram. Mein Lieblingsfilm. Und jetzt hat was für ein Seppe, die Linksgräfer Sifte Zeckensau. Dokumentation Antifa, Schulter an Schulter, wo der Staat versagte. Trage einen Korbi, aber mit mir ins Kino geht. Schauen wir uns im Kino-Doku. Ob die bei uns irgendwo läuft, ich habe noch nie bei uns in der Nacht irgendein Kino gesehen, die ein Doku zeigt. Außer so Special, außer so am Sonntag um 1:30, bevor der normale Kinobetrieb losgeht, so ein Special Screening machen. Ja, immer irgendwas gesehen, wo es irgendwas bayerische Landschaften oder sowas gefilmt haben. Ja, genau. Sowas kommt dann bei uns, ja. Sesselberger sagt, du sollst nicht unsympathisch werden. Ich glaube, das hat er vorher eigentlich schon, weil du die ganze Gegend Star Wars meintest. Der hat absolut recht am Markt. Das ist doch, das ist zwischen mir und Star Wars, das ist so Hassliebe. Also, ich hasse Star Wars liebt mich über jeden potenziellen Kunden, aber naja. Schauen wir mal. Vielleicht entwickelt sich ja noch was, wenn ich Star Wars Outlaws spiele. Ja, ich bin gespannt. Freitag ist der offizielle Release, oder? Du kannst, glaube mit Vorbesteller, hättest, glaube ich, ab heute spielen können, wenn du die 120 € für die Gold Edition hinlegst. Mit Season Pass. Schneide mal ihr Puls auf, bevor ich das tue. Ja, das ist völliger Blödsinn. Mein Kollege spielt schon, wir haben es schon da, aber ich werde es wahrscheinlich nicht spielen. Ich habe jetzt auch schon so die ersten Stimmen gelesen, wo es heißt, dass es storytechnisch ziemlich geil ist, vor allem mit diesen verschiedenen Banden, sage ich jetzt einmal. Das soll wirklich cool sein, weil es ja wirklich jede Entscheidung irgendwie Einfluss nimmt auf das Verhalten von den anderen. Aber ansonsten soll es Gunplay und so weiter, das soll alles 0815 sein. Genau, also es macht halt nichts, es macht viel Sachen okay, aber es macht halt gar nichts Nice. Und ja. Also wahrscheinlich was für Star Wars-Fans. Aber da werden wir uns dann im nächsten Tag so unterhalten, weil Freitag gibt es auch vorbestellt und werde mich da dann gleich mal hinsitzen und werde ein bisschen reinlunzen. Das hört sich gut an. Da die auch sagen, so wie alles. Du hast dir das bestellt?
Ich hab's nicht bestellt, ja. Dann bestellen wir es vielleicht auch, dann kann man miteinander drüber reden. Ja, dann bestellst du das. Dann spiel ich es auch ein wenig an. Dann Ah, spiel ich es passt, zumindest schau ein her. wenig an. Schau Ja, her, dann können wir uns mal. haben wir schon einen Deal. Ist doch schön, das ist doch schön. Dann, wenn du keine tollen, ja, unser Kino zeigt Opern, sagt der Nädelwurzler. Ja, das machen bei uns tatsächlich auch einige. Der Citydom in Straubing macht es auf alle Fälle. Da sind ganz viele Opern sind da über drinnen. Und die sollen anscheinend jetzt mir fast ausverkauft sein, die Säle, habe ich gehört. Also das soll jetzt sehr gut laufen. Aber ja, so, jetzt machen wir Feierabend. Haben wir jetzt wieder genug Infos in eure Ohrwaschel reingelunzt. Das Ich muss spiele jetzt reichen. Batman Arkham Asylum auf der Switch. Gott, dass ihr es wisst, weil ich angefixt bin. Aha. Was tue ich jetzt? Ich weiß es nicht. Und auch, es geht euch ja eh nicht so, weil es ist mein Privatleben. Wir sagen mal, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Heute ist, was ist heute? Dienstag. Wir hören uns bei Deadpool und Wolverine. Für alle, die jetzt knickert dafür sind, leckt's mich. Und dann hören wir uns morgens 17 Uhr live hier auf YouTube zum Talkthrough. Mit Gamescom Spezial. Mhm. Kreuz euch, Budget. Da dürft ihr euch richtig freuen, ja. Der Seppi hat mir nichts davon mitgenommen, die Sau. Ja. Ja, ich hab schon was dabei, aber gibt's da ja nicht. Du Mistsack, hast die voll. Dann. Tüdelü. Vielleicht. Kann nicht aufhören zum Ringen.